Was glaubt ihr? Sind unsere Zähne wirklich dazu da, dass der Hacki und Dicki die aushöhlen können, um drin zu wohnen? Nein. Wenn die beiden unsere Zähne aushöhlen, dann werden unsere Zähne ganz schwach. Und schwache, ausgehöhlte, kaputte Zähne mit Löchern will doch sicher keins von uns. Die Zähne müssen stark sein. Wir brauchen sie zum Beißen und Käuen. Seit der Hacki und der Dicki nicht mehr in dem Maul sind, ist es in dieser Milchzahnstrasse ganz ruhig geworden. Und jeder Zahn kann wieder das machen, was er am liebsten macht: beißen und käuen. Sogar der geflickte Zahn mag wieder Rüebli knabbern und Äpfel abbeissen. Übrigens, Zappos kommen zeitlich regelmässig in das Maul von dem Kind. Und darum ist die Milchzahnstrasse jetzt immer schön sauber und weiss. Ja, und was ist denn aus dem Hacki und dem Dicki geworden? Wo der Zahnarzt die beiden zu dem Maul ausgeholt hat, sind sie mit dem Spülwasser den Abfluss herab, dann in die Kanalisation hineingerutscht. Von dort sind sie in einen Fluss gekommen, der ist immer breiter geworden. Die beiden Zahnteufel Hacki und Dicki sind immer weiter und weiter bis zum Meer. Ah, du, Dicki? Ja. Ich glaube, da ist es auch ganz schön. Oh ja, wir haben's ja so schön. Ja, fast so schön. Wie in der Milchzahnstrasse. Oh ja. Und irgendeinisch sind sie ans Ufer, am Strand von Saint-Tropez gespielt worden. Dort liegen sie jetzt, faulenzen und gehen keinem Zahn mehr auf den Nerv. Wie lange liegen sie echt noch dort? Oder finden die beiden am Ende schon gleich wieder einen neuen Ort? Besser gesagt, ein Maul, wo sie reingumpen und Löcher in die Zähne machen. Also du musst keine Angst haben. Wenn du jeden Tag die Zähne putzen, dann kommen sie ganz sicher nicht zu dir.